Sag mal, Hans Giegel, bist du ein guter Kegler? Ah. Super, zeig einmal her. Was ist denn das für eine Bedingung? Mag der jetzt die vorschicken, der feige Kegelbruder? Ich mach da ein Angebot. Wenn's das einmal schaffst, alle Neine abzumrammen, dann gebe ich dir das Geld. Da hab ich mühsam dafür kegeln müssen. Das gibt's nicht einfach so. Kegeln? Ich glaub, da kommt nicht drum rum. Ja, aber selbstverständlich, Schmied. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass du das gewinnen kannst, aber versuchen darfst du das einmal. Da hast 3 Würfe, um das ganze Feld abzumrammen. Da hast du ein paar Kugeln zum Kegeln. Aber wirf mir keine Löcher in die Bahn. Das ist Kegeln und nicht Werfen. Alt X gedrückt, um zu zielen. Oh, Grundgütiger. Wie schmeiß ich denn? Sag mal, Hans Giegel, die stehen schief schön. Jetzt hab ich die linke Seite abgeräumt. Das war nichts, warum? 2 Würfe, Hans Giegel hat beschissen. Ah, der Herr aus der Stadt. Oder nicht gesagt, 3 Würfe? Ja, aber selbstverständlich, Schmied. Da hast du ein paar Kugeln zum Kegeln. Toll schön. Mit durch. Freunde, ich meine, ich will nichts mehr. Scheiße. Haben wir die Kugel noch? Hans Giegel? Da ein bisschen. Moment, ein bisschen einschießen. Ah, der Herr. Ja, aber selbstverständlich, Schmied. Her damit. Ja, aber. Scheiße. Mit 2 Schüssen, ha? Einmal links, einmal rechts. Jawohl. Bumm. Mach gescheit Treffer noch. Scheiße. Ah, Hans Giegel, Kegel ist nicht mein Ding. ja, aber selbstverständlich, Schmied. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass du das gewinnen. Da hast. Bumm, und weiter geht's. Junge, und dann kriegen wir schon. Der war die linke Seite. Scheiße. Sehr fix. Nicht mein Duck. Und weiter geht's. Mann, ich bin der Stutterer. Kegel heu nicht. Da ist wieder beschissen.
3 noch. Und links vorbei. Hans Gügel liegt an einer Bahn. Die ist krumm und schief. Kann sie ein bisschen da hinziehen. Freunde. Ja, aber gut. Dann hätte ich gerade den Ohren gehen. Wahrscheinlich trifft ich ihn da hinten. Und? Jawohl. Hans Gügel. Außer mit den Moneten. Ist ja gut, da hast du dein Geld. Sag dem Severin bitte, dass es nicht so gemeint war. Am nächsten Fest können wir ja wieder miteinander kegeln. Auf Kugelbereich gar nicht mehr. 100 Polten. So, dann laufen wir wieder zum Severin. Der hat sich umgedreht. Der ist mir schlecht geworden von meiner Keglerei. Der feine Herr Müller. Der letzte Knüller. Der Löwe heute immer noch Ausschau. Noch bessere Zeiten. Müller, deine Moneten. Na, sauber. Na, das hätte ich nicht gedacht. Der Hans Gügel, der kegelt schon sehr gut. Aber die Kegel wären eigentlich eh viel mehr wert als die paar Groschen. Ja, der soll mal ruhig üben. Ich freue mich auch, wenn er dann die Niederding-Hartinger beim nächsten Volksfest abzirkt. So, jetzt haben wir 2 Punkte. Meine Empathie und die Wendigkeit. Oder das doch? Die Lothar. Vielleicht sollte ich die Lothar noch mal so suchen. Der Müller ist der Schreiner. Aha. Und der Bixen? Beile. Pfarrer, du weißt ja was. Der heilige Pfarrer. Ich glaube, so heilig ist er gar nicht. Mal bitten. Mittag? Nein, noch nicht ganz. Haben wir noch ein bisschen. Der Pfarrer, der weiß nix. -1. Der hat die Frage. Die Jacken habe ich noch gefunden. Die Bewohnerbefragung wegen der Lothar. Komm, ab zum Wirtshaus. Oder warte mal. Der Löwe. Der Schweighöfer. Der Herr Doktor war schon mal nicht gesehen. Vielleicht der Löwe.
Löwe, geh mal über da. Auch nix. Aushang. Hab ich den schon entziffert? Mach mal. Mit etwas Wasser. Bei mir noch. Einfach mal so zum Löwe. Er ist ein bisschen auf Krawall eingestellt. Der Herr Lehrer. Der Christbacher war der Bürgermeister. Die Nummer mit der Lothar. Noch nicht ganz geklärt. Entweder Frau die Alte oder die Geschwendnerin. Den Norden da. Hallo Geschwendnerin. Warte, was? Was darf ich Ihnen gut da, Herr Nix. Stauderer? Handeln. Pass auf, gute Frau. Kugeln zum Kegeln, ich brauche nicht mehr. Brauchst du die? Die Brote brauche ich selber. 6 Flaschen. Weg damit. Pappflaschen bringen, da geht er. Laterne. Ohne Wickert. Rezeptsammlung. Und ich nimm da deine Brezen ab. Brauch ich. Wo Bier kostet 5 Pfennig? Was war der Schorsche? Auch nix. Ja, der fast sagen, wir hängen ein bisschen. Komm, Bier her. Wer will wir wen? Der Peter? Scheiße, Mann. Na los. Warte mal, wo denn die Lothar? Die Leute am Haus. Scheiße. Da dran was. Vielleicht finde ich da was. Weggehen. Mehr nicht. Mit einem scharfen Blick sehe ich gar nichts. Da gibt es einen Aushang.
Information zum Leubi. Aha. Na gut, ja mit seinen Zitate. Da wieder Revoluzer. Und dann sind wir da wieder. Apollonia, drück her, Babe. Die gehen noch nicht. Darf ich stören? Wenn's das nicht willst, warum tust du das nachher? Du bist der Storderer, oder? Der hier überall umeinander rennt und Fragen stellt. Ein Schorsch? Keiner. Wer immer einer das gesagt hat, hat leider keinen Schmarrn verzeiht. Was hat er gemacht? Na, das kann ich mir vorstellen, dass der Lücken hat. Wahrscheinlich erinnert er sich an gar nichts mehr. Na, das ist mir leider nicht vergönnt. Die war in dem Hopfen, aha. Geht da was? Was das für eine Beziehung ist? Keine besonders anständige da, die sagen. Hat er ihr die Blärme gebracht? Schon ja, die Blärme allein helfen mir aber auch nichts. Sag einmal, woher weißt denn du das eigentlich? Da weiß ja einer Bescheid. Ja gut, also der Schorsch ist schon in der Nacht noch gekommen. Also, er war bei mir. Gekommen ist in der Nacht keiner, wenn Sie verstehen. Da hast schon recht, besser als nix. Aber in der Nacht ist mir schon vergangen, muss ich ehrlich sagen. Von so manchem habt ihr Männer einfach keine Ahnung. Ist ja egal, schauen wir mal, ob's trotzdem geht. Genau das hat der Schorsch auch gesagt. Bestimmt fragst dich jetzt, was das überhaupt ist mit dem Schorsch und mir. Wer das angefangen hat, war der so romantisch. Der Schorsch, ja. Er hat gesagt, er darf mich schon heiraten, wenn er das Geld dafür beieinander hätte. Alles nur leere Worte, sag ich da. Nur Lug und Betrug. Wie ein Nutten behandelt er mich oft. Stell dir das einmal vor. Also, am Anfang war das alles ganz anders. Da hat er sich Mühe gegeben. Da waren wir einmal spazieren, im Wald, unten am Fluss. Da waren wir so verliebt, da haben wir es nicht einmal mehr heimgeschafft. Du weißt schon. Und einmal sind wir sogar miteinander in die Stadt gefahren. Da hat er was erledigen müssen, der Schorsch, und da hat er mich mitgenommen. Da haben wir was erlebt. Aber in letzter Zeit kommt er eigentlich nur noch auf die Nacht vorbei, wenn er recht besoffen ist. Dann steht er mitten in der Nacht vor der Tür. Schon, aber anders. Ich war schon recht bes mit ihm, weil er jetzt immer so ist mit mir. Also hab ich mir gesagt, den lasst nimmer rein. Verarschen lass ich mir nämlich nicht, das sag ich da. Na war Ruhe, erst einmal. Wie ich schon wieder im Bett lieg, höre ich ein Graschel und ein Gestöhne und ein Bumpern, hab ich mir gedacht, was ist denn da los? Schau ich wieder aus dem Fenster, steht da der Schorsch. Auf einer Lorte. Blärmi hat er im Mund gehabt. Hält sie mit Mühe und Not an der Lorte fest. Alles wackelt. Ich hab ihm schon hinüberfallen sehen. Also hab ich ihm einer Käufer. Die anglutschten Blärmi hat er mir in die Hand gedruckt mit so einem psuffener Grinsen in der Lätschen. Schmusen wollte er aber, ich sag's dir, der hat gestunken wie eine ganze Schnapsbrennerei. Ich hab ihm gesagt, er soll sich hinlegen und eine Ruhe geben. Er konnte schon da schlafen. Aber morgens, der hätt eine Ruhe geben, unser Casanova. Die ganze Zeit mit die kalten Händen unter mein Nachthemd rein und einen Schmarrn geredet hat er und ich wollte eigentlich nur schlafen. Aber mei, was soll ich sagen? Ich bin eben auch nur ein Mensch. Jeder hat Bedürfnisse. Du gewiss auch. Wenn man da schon einen Mo im Bett hat und der einem so Sachen sagt, mei, manchmal brissiert's halt. Nachher lasse ich mich schon dazu hinreißen, mit dem psuffner Deppen, verstehst? Und dann geht nix, gar nix. Tote Hose, verstehst? Und na ist die Nacht schon rum gewesen und draußen hat das Geschrei wegen am Lenz gefangen. Nachher hab ich ihn rausgeschmissen und seine bläden, anglutschten Blärmi gleich hinterher.
Du sag mal, Apollonia, hat er die Jacken von ihm? Na, die hat er da gelassen, der depperte Hund. Die gebe ich dir gleich mit. Aber sag doch du zu mir. Aber du, Valentin, kann ich dir noch was fragen? Wegen am Schorsch, weil du hast ihn ja jetzt auch schon kennengelernt. Also, was ich eigentlich fragen wollte, du hast den Schorsch ja schon kennengelernt jetzt. Kannst du vielleicht rausfinden, was der denkt von mir? Ob der mich schon gern hat oder ob ich mir das alles nur einbaut? Das war super, Valentin. Du Apollonia, ich werd viel besser als der Schorsch. So besoffen wie er bin ich nicht. Gerade ab und zu.